die Damen und die Herren, liebe Parteifreunde, liebe Vertreter von der Presse. Ich bin immens froh, dass die heute sind noch die eine oder andere Sache lastig in ihrem Herzen leid. Und ich wollte mal anfangen mit einem kleinen Gedanken, dass in sich Politik, so wie wir sie feiern, probiert, Zukunft zu gestalten. Wir können dann Vergangenheit zurückgucken, für zu kritisieren, für zu gucken, wo Fehler gemacht wurden. Wir eigentlich wollen wir ja Zukunft gestalten. Natürlich hat keiner eine Glaskugel, wir können nicht an Zukunft sehen, aber wir können ein Gespür haben. Wir können ein Gespür haben, auf was für eine Richtung es soll gehen. Und ich habe persönlich immer die Erfahrung gehabt, wenn ich bei etwas so gut gespürt habe, dass es dann auch so angetreten ist. Wenn ich für eine Prüfung gelehrt habe und ich hatte gut gespürt, dann hatte ich auch immer Erfolg. Und am Norden bei dieser Wahlkampagne, ich will das kurz ummerken, da hatte ich auch gut gespürt, wie wir eine Wahlkampagne gemacht haben, wie wir Gemenge gegangen sind, wie wir Politik gemacht haben. Da hatte ich gut gespürt, dass wir im richtigen Wesen, auch da hat das, was angetreten ist, mir recht geben, mir ein Gespür recht geben. Wenn ich dann auf die ADR beziehe, auf die Gesamtpartei, dann muss ich sagen, dass ich im Moment, wenn ich als Partei angucke, als Richtung, als Vorschläge, dann habe ich ein immens gut Gespür, was als Partei angeht. Für was? Ich denke, du hast einen wichtigen Unterschied. Wir holen die Leute mit an unserer Politik. Es geht nicht nur immer so, wir machen Politik für die Leute. Alle Parteien möchten Politik für die Leute oder sieht, sie gibt Politik für die Leute machen. Ich denke, der Unterschied bei der ADR ist, wir machen Politik mit den Leuten. Wie was heißt das, Politik mit den Leuten zu machen? Ich will 3 Punkte aufführen. Erster Punkt. Wenn ich Politik mit den Leuten machen will, dann muss ich den Dirigismus brechen. Ein Dirigismus von einer Politik, die die Leute immer mehr erzählen will, die sich immer mehr an Privatleben anmischt. An einen Dirigismus, der nicht so leicht sieht, was die Leute denken sollen. Wir wollen das nicht. Der zweite Punkt ist, wenn ich eine Politik will machen, mit den Leuten, dann muss ich den Groove zwischen der Politik und den Leuten zumachen. Muss ich versöhnlich sein. Den Gast hat seiner Antrittsrede als Chamberpräsident gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht an eine Logik gehen, wo ihr seht, wo die Leute sagen, wir haben Politik und die da unten, die Leute. Und ich habe im Moment das ganz starke Gefühl, dass wir an der Logik sind. Wir haben und die da unten. Und 2015 haben die da oben, die Parteien, die unter Macht sind, Regierungsparteien mit anderen Verbänden, haben gesagt, dass die Leute, oder haben probiert zu sagen, dass die Leute, dass ein ADR, dass ein W 2050, dass ein Fred Kuyp an der radikalen Eck zu drücken sind. Und das ist das Falsch, was ich kann machen, wenn die Verdrisslichkeit von den Leuten fördern will, oder das, was ich richtig möchte, was die Verdrisslichkeit von den Leuten fördern will. Und ich habe gestern ein Interview vom Luxemburger Wort und ich gesagt, wenn der hingeht und dir direkt Leute an den ADR, Fred Kuyp, an den Rietzen-Eck, dann muss es da so konsequent sein. Und das doch wirklich machen. Und die Courage hatten sie nicht, für 80% von den Lützebäuer an den Rietzen-Eck zu drücken. Und das muss ich sich mal vorstellen. 80% Patsch, rechtsradikal, unsolidarisch, unintelligent, weil wir etwas beibehalten wollen, war dann andere Länder gut mal froh gestaltet. Aber wie wollen die da oben erst danach humiliieren? Die Leute wollen nicht so behandelt gehen. Den dritten Punkt, wenn wir Politik mit den Leuten machen wollen, das ist, dass wir Ungerechtigkeiten, die in unserer Gesellschaft gehen, immer von innen abholen. Ich erinnere mich an einen exzellenten Leserbrief von Robbie Mehlen,
den am Wort publiziert gehen, als vorhin auf den Beamtenstaat hingewiesen wird. Der Beamtenstaat, den sich immer mehr ausbreitet, aber wo politische Parteien hintergehen, an hier Leid positionieren, für hier Murcht langfristig zu festigen, wo Dutzende Leid angestaltet gehen aus rein ideologisch-politischen Gründen an der Verwaltungen. Und ich finde den Brief von Robbie Mehlen schon den impressionant fand, und ich hatte Glück, dass ich RTL eine Tribüne Libre machen, und ich bin mit dem Brief hingegangen, schon den zu großen Teil überholt, und ich RTL eine Tribüne Libre geschwart an den Tag drauf, also die PUD drauf, wie sie dann veröffentlicht gehen hast. Und ich Kommentare gelesen, und da war ein Kommentar dabei, den hat mich ein bisschen schockiert, wo die gesagt, ja, Herr Lemmer, in sich hat er 3 Minuten von meinem Leben geklaut, weil das tun, dass ich das weiß ja nicht verreden, das ist ja bekannt, das ist ja nicht, was die Leute am Radio muss 3 Minuten so, und die 3 Minuten hätte ich lieber etwas anderes gemacht. Und das hat mich schockiert, weil ich fährte, dass man in eine Richtung gehen, dass man Ungerechtigkeiten, weil sie etabliert sind, relativieren. Und ich denke, in so eine Richtung dürfen wir nie gehen, weil Ungerechtigkeiten sind Ungerechtigkeiten, aber wenn ein Gefühl wird, persönlich eine Abneigung, eine Empörung gegen etwas, was nicht gerecht ist, da soll ihn immer Ungerechtigkeiten, so wie als Partei möchte, von innen immer abrollen. Und die Sache machen wir. Wir akzeptieren keine Ungerechtigkeiten. Eins zu den Gefühlen, dass Regierungsparteien bei der Mentalität von den Leuten, so krass ausgedrückt, ein bisschen abraumen wollen. In Informationskampagnen, Sensibilisierungskampagnen, zu den Gefühlt Regierung wurde mit einem Völkchen zu dienen, was à la base xenophob ist, homophob, transphob, qui dit mieux. Und wie soll ich mit der Arroganz umgehen? Ich kann nicht so wie mir am Eislig mit der Arroganz umgehen. Es geht am Eislig ganz da oben ein Dorf, das heißt Huldang. Für die Leute, die nicht wissen, wo das ist noch gestört von Besleck. Da gibt der Betrieb, der verkauft Gemäß. Und der Betrieb, den heißt innen von der Uhren. Oder für es richtig auszuschwätzen, innen von der Waffen. Und ich fand an sich ganz gut den innen von der Uhren. Weil der wir nie vergessen, dass die Leute innen mehr Pouvoir haben wie die der Uhren. Und der wir nie vergessen, dass wenn man Innenleid austauschen will, dann erzählen will, vielleicht soll man mal aufhängen, Urwendleid zu erzählen und Urwendleid auszutauschen. Und ich denke, dass wir als ADR auf einem exzellenten Weg, weil wir wirklich Politik machen, für die Leute, mit den Leuten, und schon ein gutes Gespiel, was mir noch immer recht gehen wird, dass der Erfolg, den wir werden, uns wird recht gehen, ist so nicht mehr.